Hallihallöle, ich bin's, euer Blastering-Ingenieur. Oh, da guckt, staubig ist worden. Ja, das ist jetzt wahrscheinlich länger gelegen, wie die Videos vermuten lassen. Ja, aber soll ja nicht darum gehen, dass man das hier vor laufender Kamera abstaubt, sondern dass man mal die Elektronik in Betrieb nimmt. Dass man mal da einen Schritt weiterkommen. Und dann müssen wir erst mal gucken, dass das Konverterleiter auch noch funktioniert. Das ist nein, raus. Und das da noch, dass man da noch den Motor ansteuert. Das ist Motor plus minus. Das ist dann DC geht da rein. Das heißt, da können wir auch von das. Das heißt, da muss noch das geschlossen werden. So in etwa. Und wir müssen das da noch aufsplitten. Einmal nach da, einmal nach da. Da muss da der Motor anklemmt werden. Das sind die Kabel. Und dann muss der noch. Und wir machen noch einfach das Zahnrad weg vom Motor, dass wir das testen können. Ja, das ist so. Jetzt soll ich bloß noch wissen, welche Kommunikation wir verwenden müssen. Oder ist das COM K1, Switch 1, Switch 2? Sieht man das, wo das? Das sollte ich halt verstanden. Dass das. Beides können wir auch einfach mal durchmessen. Als Netzteil steht da schon bereit. Bevor wir da loslegen. Den wir das mal testen. Ich würde jetzt sagen, ich baue mal das Ganze im Schnelldurchlauf auf. Und dann schwätzen wir weiter. Bis gleich. So, ein paar Kabel noch angeschraubt. Das mal sind es wirklich Kabel. Da haben wir da. Schaltnetzteil. Wartet auf seinen Einsatz. Und einschalten sollten wir es. Da haben wir jetzt 24 Volt rein. Weil das simuliert uns jetzt nachher die Batterie mit dem Panther. Braucht da 24 Volt. Das schieße ich jetzt noch aus. So, wir müssen da gucken, was rauskommt. Oder ein Multimeter. Das könnte man eigentlich auch festschrauben. Das ist Minus. Ja, mal festschrauben, dann steht so entspanntere Sache. Minus, Plus. Dann brauchen wir da den Spannungsbereich. Mir erwartet irgendwas um die 5 Volt. Das heißt, das tut das alles Wasser. Das packen wir mal auf die Seite, dass das uns irgendwie Probleme macht, also nicht mehr zu viele offene Drähte. Und dann gucken wir mal, ob das geht. Und danach gucken wir, ob das andere geht. Und es kommt 5 Volt raus. Das dürfte dann passen, um den Controller zu versorgen. Weil der braucht 5 Volt oder 3,3, aber wir haben 5 Volt. Das ist. Da haben wir nachher noch den Klotz von Batterie. Deswegen haben wir da das dicke Kabel. Ich weiß nicht, ob ich das letzte Mal schon gezeigt habe, aber
Das brauchen wir dann erst, wenn wir das Ganze programmieren. Und dafür muss ich erstmal die ganze Relais-Geschichte testen. So. Das heißt, das macht genau, was es verspricht. Wir haben jetzt da 24 Volt rein. Und der Akkublock sollte nachher 22,2 Volt haben. Aber das schalten wir aus. So. Ja, das braucht ein bisschen. Schalten wir ein. Und selbst bei 22 Volt kommen wir noch 5,17 Volt raus. Aber ey, ist nicht weiß. Das Messmittel. Was war das Messmittel? Messmittel Nummer 1. Hab's aufgeschrieben. Ob das gar so präzise ist. So, da ist aus. Passt. Dann war dasselbe Spiel mit dem da. Da müssen wir aus ist. Okay. Da können wir auf 6 Volt runtergehen. Dass einfach nicht so viel Dampf dahinter ist. So. Das heißt, da können wir das, wenn ich noch einen Lust habe, das gleich schon mal löten. Und das fehlt bloß noch die ganze Geschichte hier irgendwann mal. Ja. Was haben wir denn? Da muss ich mal wirklich das Dateblatt angucken, weil brauche da das bei mir braucht er wahrscheinlich. Also müssen wir mal gucken, wie viel. Genau deswegen machen wir das. Mal gucken, wie viel Aus- und Eingänge wir brauchen. Gehe mal davon aus, das müsste kommen sein. Das heißt negativ und das wird dann noch mein Signal. Mit dem Emitter. Mal gucken, was passiert. Da machen wir. Ich hoffe, es sieht mal den Multimeter auch negative Spannungen. Das heißt Motor minus, Motor plus. Weil das soll sich nämlich die Spannungsrichtung umkehren. Und das jetzt auf mit Signale, dass der Motor vorwärts und rückwärts läuft. Das ist ganze witzige Geschichte. Das hoffe ich zumindest, dass das so macht, weil deswegen habe ich es gekauft. Wenn es das nicht macht, dann haben wir ein Problem. Wenn es das macht, sind wir glücklich. Das ist jetzt die Äußerheit. Jetzt ist gerade so, das passt. Das ist noch gut. Das ist, glaube ich, nicht so gedacht. So, schwarz zu schwarz. Das hat mich verwirrt, dass das die falsche Seite ist. So, ihr seht alles, ist noch aus. Das gucken wir mal. Da passiert jetzt genau nichts. Wir haben jetzt 6 Volt. Bin verwirrt. Das hat doch jetzt hinter der Spannung rauskommen. Aber
Dies macht nicht das, was ich erwarte. Da steht 6 Volt bis. Das müsste doch Relais sein, da müsste man doch eigentlich irgendwas klackern hören. Der Punkt ist, wenn ich da mit noch mehr Spannung draufgehe, irgendwann wird es die Eingangsseite nicht verkraften. Gehen wir einfach davon aus, dass die nicht arg viel mehr wie 5 Volt verträgt. Und wir sind ja schon ein bisschen drüber. Das ist verwirrend. Warum macht das nichts? Ja, scheiße. Machen wir da aus. Bitte? Oder habe ich da vorher Scheiß gekauft? Will doch einfach bloß ein Richtungsumkehrer. Das. Nee, ich habe keine Ahnung. Ich kann euch nicht sagen, warum das nicht das tut, was soll. Oder nicht das tut, was ich erwarte. Also das heißt ja nicht, dass. Ja, ich kann das wieder abstecken. Da müsste doch. Ich meine, da müsste einfach die Spannung rauskommen, oder? Da müsste was klackern und da müsste Spannung rauskommen. Ah. An. Weil da haben wir jetzt. Ja, das ist klasse. Das seht ihr jetzt nicht. Da haben wir Spannung. Oh, zeigt auch negative Spannung an. Da haben wir nichts. Oder muss ich da mehrere gleichzeitig ansteuern? Das müssen wir mal ausmachen. Irgendwie habe ich gehofft, dass das über 2 Signale geht oder so. Wenn ich das eine ansteuere.
Weil ich brauche ja auch einen Auszustand. Ich werd da nicht ganz schlau draus. Hab gehofft, dass. Und dann muss man gucken, ob ich da Datenblatt dazu finde. Weil da ist nämlich nichts dabei. Das ist ein bisschen so ein Nachteil, wenn man so Zeugs. Ja. Von irgendwelchen Hersteller halt irgendwo kauft und sich denkt, ja, wird man schon rausfinden, wie das Gott. Aber ja, nee. Meine Zweifel müssen wir selber basteln. Das ist jetzt nicht ganz so kompliziert, aber ich habe gehofft, ich kann mir das sparen. Nee, das muss ich mir Ruhe mal angucken. Ja, dann lassen wir das für heute gut sein. Das heißt, DC-DC-Konverter funktioniert. Den Schritt haben wir mal soweit. Das Teil. Ja, Gott halt nicht. Das ist, oder macht noch nicht das, was soll. Man, vielleicht Gott's und ich hab's nur falsch angeschlossen oder warte mal gucken, was ich so finde. Ob ich was finde. Wenn nicht, muss ich noch eine andere Lösung gucken. Ja. Halbe Enttäuschung für heute. Ah, egal, hilft nichts. Wir finden dafür eine Lösung. Wir kriegen das noch hin. Hoffentlich das Jahr noch. Und dann wird das schon funktionieren, dass das da vollautomatisch geht. Fängt schon an zu rosten. Das ist ein Eiöler. Das seht ihr gar nicht komplett. So. Prost. Weiß ist halt auch nicht die beste Farbe. Also, ist halt eine recht sensibler Farbe. Und den Endanschlag, den muss ich dann entwerfen. Das ist Hofesignal, Hofeleitungen. Und hier muss man dann das Video angucken, welche Farbe zu welchem Taster gehört. Das weiß ich jetzt nämlich auch nicht mehr. Ich hätte es beschriften sollen. Weil hier ist klar ersichtlich. Die Farbzuordnung, die wird schon passen, weiß, schwarz ist ein Taster und wobei ich kann es einfach durchmessen. Aber ja, da müssen wir uns dann drum kümmern, wenn wir einen Mikrocontroller programmieren. Und das machen wir. Sobald wir Motor reversieren können. Das machen wir zuerst und dann programmieren wir den Mikrocontroller. Und dann funktioniert das hoffentlich. Das ist so der Plan. Und zwischendrin muss natürlich noch der Platz für die ganze Elektronik. Dann wird das da weiter und wird irgendwann mal Schulterstütze. Das ist alles so. Vielleicht machen wir auch mal irgendein Magazinle. Und der heißt, oder da noch Verkleidung, dass das. Ich weiß auch noch nicht. Dass das irgendwie passt oder so. Aber das alles nacheinander. Erstmal kümmern wir uns um das, dass technisch geht und dann machen wir es hübsch. Machen noch groß dazu. Und wünsche euch viel Spaß beim Basteln. Euer Blaster-Ingenieur.